Auftritte gibt es ja nicht nur bei Castingshows, sondern auch am Filmset. Wenn Models schauspielern, dann starksen sie hölzern durch irgendwelche Liebesszenen oder holpern über ihre Textpassagen hinweg. Das ging Cindy Crawford so, das ging auch Claudia Schiffer so. Die Ausnahmeerscheinung unter den Schauspielern und Models ist Milla Jovovich. Jetzt wieder im Kino mit Evil Resident 2. Sie ist stark. Sie ist sinnlich. Sie ist angriffslustig. Sie ist anmutig. Sie kennt kein Erbarmen. Und sieht zugleich verdammt gut aus. Denn sie ist Filmstar und Supermodel. Die zwei Gesichter der Milla Jovovich. Mit ihren 28 Jahren hat sie das geschafft, wovon viele Topmodels nur träumen. Erfolg auf dem Laufsteg und in Hollywood. Man kann nicht über Nacht vom Model zur Schauspielerin werden. Models müssen makellos sein. Schauspieler dürfen nicht perfekt sein. Darum arbeite ich gerne mit Regisseuren, die mich gut aussehen lassen. Dann brauche ich mich darum nicht zu kümmern. Mit $10 Millionen Gage jährlich ist Milla Jovovich derzeit das bestverdienende Model der Welt. Doch der Weg dahin war für die Tochter russischer Einwanderer steinig. Im jungen Alter von 7 Jahren siedelt sie mit ihren Eltern nach Los Angeles um und erlebt hautnah mit, was es heißt, von ganz unten anzufangen. Wir sind damals in dieses Land gezogen und besaßen nichts bis auf ein altes Schrottauto. Meine Familie musste sehr hart arbeiten. Dabei war meine Mutter eine große russische Schauspielerin in den 70ern. Es war schon ein ziemlicher Abstieg für sie, als Filmstar plötzlich die Toilette von Brian De Palma zu putzen, um in seinem Gästehaus wohnen zu dürfen. Das hieß, Mom, Dad und ich mussten hart arbeiten. Als Milla 8 Jahre alt ist, schickt ihre Mutter sie zum Schauspielunterricht und sie bekommt kleine Rollen in Serien. Dann die große Chance. In Luc Bessons Film Das 5. Element schafft Milla 1997 den internationalen Durchbruch als Schauspielerin. Anders als viele glauben, beginnt erst danach ihre Karriere als Model. Sie wird das Gesicht von L'Oréal Paris. Millionenschwere Verträge mit allen großen Designern folgen, machen sie zum gefragten Model. Ich habe mich immer als Schauspielerin gesehen. Das mit dem Modeln ergab sich eher zufällig. Was eine wunderbare Sache ist, denn es gibt finanzielle Sicherheit und Unabhängigkeit. Aber meine Mutter hat mir immer gesagt, schau mich an, verlasse dich nicht darauf, du musst talentiert sein und hart arbeiten. Das hat mich schon in jungen Jahren sehr geprägt. Und hier liegt auch das Geheimnis ihres Erfolges. Nur wer die Höhen und Tiefen des Lebens selbst erlebt hat, kann sie glaubhaft rüberbringen. Doch der Erfolg lässt Milla nicht ruhen. Mit ihrer Freundin Carmen Hawk hat sie gerade ein Modelabel gegründet. Auf ihrer Homepage veröffentlicht sie eigene Rocksongs. Und auch sonst ist sie mit weiteren Film- und Modelprojekten bis 2006 komplett ausgebucht. Millas Ehrgeiz schläft eben nie. Der größte Milla-Fan hier in unserer Runde ist mein Regisseur Jürgen Rieglein. Er hat gemeckert und hat gesagt, ich hätte den Film falsch ausgesprochen. Es tut mir leid, der Film heißt natürlich Resident Evil 2, ganz genau sogar Resident Evil Apokalypse. Er läuft jetzt im Kino mit der bezaubernden Milla. Gleich bei uns diese Themen.